Gefüllte Peperoni à la Patricia. Wie das geht und wie das schmeckt, sehen ihr jetzt gerade einen guten. Und da geht's. Genau. Da sind wie immer Zutaten, ganz ehrlich, da habe ich nicht gern. Profil hat es im Fischgewürz rein, was drin gehört, aber da so pur. Es kommt ein bisschen in, es ist aber wichtig für den Geschmack. Okay, bin ich mega gespannt. Wenn man die Hai nicht hat, wenn man die Hai Fischgewürz hat, könnte man sogar hier nehmen. Da wäre am Ich habe einfach nicht einfachsten. weil so Chaos, weil Fischgewürz, wir haben gar keinen Fisch da. Das stimmt. Aber man könnte theoretisch. Wir haben auch wieder kein Fleisch da, einfach, dass ihr es wisst. Ja, aber dafür haben wir schön farbige Peperoni. Wir haben ein bisschen Tomatenpüree für die Farbe auch nachher im Reis. Ja, es wird dann rot, gell? Haben wir Reis, ja, da hofft man zumindest, sonst ist etwas komisch. Dann haben wir Olivenöl, haben natürlich Herdöpfelgewürz. Herdöpfelgewürz für den Reis. Für den Reis, warum nicht? Der Wahnsinn, Salzersatz, sage ich dem. Ja, Herdöpfelgewürz das ist über Salz. alles. Wir haben kein Salz in der Küche, wir haben Herdöpfelgewürz. Genau. Das ist unser Salz. Dann kann der stetig den Herdöpfelgewürz verkaufen, das ist Bombe. Es ist auch gut, es schmeckt besser. Dann haben wir hier Steckhauspfeffer, Auch gut? Gemüsegewürz, Logo. da passt, wir haben Gemüse. Und wir nehmen noch italienische Kräuter. Okay? Wenn man Ich- Dill gar nicht gerne hat, geht auch noch mit italienischen Kräutern. Schon. Ja. Aber ich mache trotzdem Dill, sollst du noch mal probieren. Also, dann nimmt mich Wunder. Ja. Ich gebe dir 10 Minuten Zeit. Ist das gut? Dann geht richtig arbeiten, dann vergisst du jede Zeit. Und ich brauche ein bisschen länger nachher im Ofen. Also gut, Okay. der Ofen ist halt ein bisschen langsam. Das ist ein Thurgauer Ofen. Liegt nicht an mir. Ja. Bis später. Also bis nachher. Danke. Ciao, Tschüss. ciao. Bye, bye. Wie du vorher gehört hast, der Ofen läuft schon. Und zwar bei mir habe ich 190 Grad eingestellt und Luft. Du kennst den Ofen besser als ich. So entsprechend einstellen. Meine Gratenform habe ich auch schon vorbereitet mit ein bisschen Olivenöl. Habe ein bisschen mehr drin als normalerweise, weil es kommt auch noch Reis da und ich will, dass nachher besser aus dem Form wegkommt. Anfangen tue ich aber bei diesem Rezept bei dem Reis. Nachher, wenn der Reis am Vorkochen ist, habe ich Zeit für die andere Sache. Und da ist hier wirklich ganz einfach. Ein bisschen Olivenöl in die Pfanne. Dann kommt der Reis. Es gibt übrigens ganz viele verschiedene Varianten für dieses Rezept. Wie kann man gefüllte Peperoni, ebenso gefüllte Tomaten machen? Oder gefüllte alle Gemüse, mehr oder weniger, mit Reis. Man kann mit Fleisch machen, mit Hackfleisch noch dazu. Man kann nur mit Reis. Man kann mit diesen Nudeln, die wie Reis aussehen, auch machen. Ich mache hier unsere Stedi-Variante. Das heißt nicht, dass diese die einzige richtig ist. Es gibt verschiedene. Was hier der große Unterschied ist, wenn wir normalerweise Reis bei uns kochen, geben wir das so wie auf dem Verpackungsstoff. Normalerweise die Menge Reis geben wir dann 1,5 Mal Wasser, wenn ich so eine locker Reis will. Beim Risotto ist natürlich anders. Hier mache ich heute mehr Wasser als normalerweise, weil dieser Reis wird nachher fertig garen im Ofen. Und es ist ja logisch, dass im Ofen mehr Wasser verdünstet als in der Pfanne. Ich habe dort eine größere Oberfläche. Und ich will nicht, dass es nachher trocken ist oder sogar verbrennt. Ich habe hier meinen Reis. Ich habe hier auch noch Tomatenpüree drin. Deswegen ist es so schön rot. Das Wasser. Ich könnte natürlich hier auch noch Stedi Bouillon nehmen. Habe ich hier bewusst nicht genommen, weil ich heute Herdöpfelgewürz nehme für diesen Reis. Ich mache bewusst hier keine so Risotto-Reis. Ich habe ganz normal Langkorn-Reis genommen. Und plötzlich riecht es schon mega fein. Also, nochmal ein bisschen Wasser. Ist wirklich mehr als normalerweise. Ich mache ein bisschen Dill drin. Ich lasse das hier ein bisschen, sollte köcheln. Ich mache nicht so viel. Ich habe vorher gehört, dass der Stedi das nicht so gern hat. Mache aber auch noch Stedi italienische Kräuter dazu. Und mache hier bei dem Reis auch schon ein bisschen Steckhauspfeffer. Es riecht immer besser, es wird besser. Alles, was gut ist, wird noch besser. Jetzt lasse ich da köcheln. Mein vorbereiteter Gratenform lasse ich da. Und dann kann ich die Peperoni schneiden. Jetzt haben wir hier eine Besonderheit. Es gibt auch da verschiedene Varianten. Ich könnte in die Mitte machen und dann 2 Hälften machen. Ich gehe aber zu der Variante, wo ich, sag mal so, am häufigsten
sehe. Im Restaurant, sagen wir Griechenland oder sonst auch in den Balkanländern, sieht man das auch sehr gern und sehr schön immer. Aber auch in den Kochbüchern. Ich nehme das so weg, wie ein Deckel. Nehme ich aber vorsichtig diese weißen Teile hier. Das schmeckt je nach Reifungsgrad von der Peperonis ein bisschen bitter. Und das mag nicht jeder. Ich nehme das hier weg. Werde ich das natürlich mit allen Peperonis machen, aber vor allem hier aus dem Deckel schneide ich das natürlich auch weg. Ich zeige es dir noch kurz, so dass ich hier wirklich einen Deckel habe. Es ist so, als wäre nichts passiert. Da habe ich fertig. Kommt das hier nachher in meine Form und das mache ich natürlich mit allen anderen Farben auch. Vielleicht fragst du dich in der Zwischenzeit, sie hat gesagt, Gemüse, Gewürz, habe ich noch nicht gebraucht. Die kommen jetzt zu dem Gemüse. Ich habe die, wie gesagt, alle ausgeholt. Deckel sind hier parat. Dann mache ich Gemüse, Gewürz da rein. So, schön verteilen. Und wie du siehst, mein Gratinform ist ein bisschen zu groß. Hat das irgendwie überschätzt. Und weil ich die schon eingefettet habe, wechsle ich jetzt auch nicht mehr. Die nehme ich so. Mache ich einfach so liegend, weil so keilt sie ab die ganze Zeit. Und da will ich nicht. Dann mache ich schon so, dass nicht mehr viel passieren kann. So, da sind's. Mein Reis hat noch sehr viel Flüssigkeit, siehst du? Die fangen an zu kochen, also weich zu werden, sind auch schon ein bisschen grösser. Ich nehme die jetzt so hier weg. Man muss einfach verstehen, dass dieser Reis hier, der wird natürlich noch aufgehen, oder? Also dann nicht bis ganz oben füllen. Mache ich das so, mache ich aber natürlich auch noch ein bisschen von dieser Soße hier rein. Die braucht noch Flüssigkeit zum Kochen. Du siehst fast besser als ich die Heike. Und wenn du jetzt schon schaust, wie ich am Machen bin, kannst du gleich Zeit nutzen, da unten liken. Wenn die Rezepte dir gefällt, kannst du auch weiter schicken. Es ist immer gut, wenn die anderen Leute auch kochen können. Dann laden sie uns ein. Kochen ist gut, aber es ist auch gut, mal bei anderen Leuten fein zu essen, oder? Und ich kann in der Zwischenzeit weiter füllen. Ich habe die Form dafür, meine grosse Form, gut eingefettet. Und das hat die Absicht, dass so oder so kommen ein paar Reiskörner hier auf die Form. Und dann kleben sie auch nicht so fest. Nachher am Boden. Siehst du, was passiert? Da passiert halt. So. Oh, es ist heiß jetzt auf meinen Finger. Das Söseli nicht vergessen. Deckel drauf. Jawohl. Ich habe aber noch ein bisschen Reis. Du siehst, ich habe die Menge, die Zutatenmenge. Falls du schon immer bei uns bist, weißt du das? Und falls nicht, zeige ich jetzt. Menge steht immer hier unten. Teilweise nehme ich hier zum Kochen ein bisschen weniger, als da unten steht, weil ich ja halt nur für das Stadium für mich koche. Wir wollen nichts verschwenden. Je nachdem kochen wir ein bisschen mehr, je nachdem ein bisschen weniger. Aber du hast für die Heim immer die Rezepte. Und es steht immer für 2 oder für 4 Personen. Hast die Menge da unten. Deswegen, es ist bewusst ein bisschen mehr Reis. Das kommt hier. Ich muss sagen, ich liebe diese Reis nachher hier aus dem Form. So, schön verteilen. Es hat genug Flüssigkeit, dass der Reis noch weiter kocht. Peperonis sind da parat. Das kommt im vorgeheizten Ofen, bis der Reis gekocht ist und vor allem bis diese Peperonis ein bisschen so schrumpfen und noch mehr Geschmack abgeben. Na, oh, schau mal, ist der schön geworden. Und der hier, ich sage der hier, der direkt in die Form ist, das ist so gut. Es hat noch einen Vorteil. Wenn man das ein bisschen für die Form lässt, dann kann man auch nachher kontrollieren, ob es schon gar ist. Weil wenn da die Peperoni drin ist, weiß man nicht. Ist das noch hart? Ist das schon gut? Oder? Und so kann man da kontrollieren, dann weiß man, es ist auch überall gut. Das sind so die kleinen Tipps, die machen richtig Spass, auch für mich, aber zum Zuschauen. Viele meinen ja, wir machen das so ein bisschen, professionell. Überhaupt nicht, gell? Die Idee ist, dass es möglichst easy ist, dass es einfach daheim nachkochen könnt. Und bevor wir jetzt probieren, Folgendes.
Zuerst unten mal ein Like an, weil Patrizia wird nach Likes gezahlt. Bitte like. Das heisst, je weniger das er liket, desto günstiger ist es für mich. Und das soll ja nicht das Ziel sein, sie soll reich werden, okay? Also unten ganz viel liken, Auch wenn ich abonnieren. ganz reich bin, komme ich weiter zum Kochen. Schon, gell? Keine Angst, das ist Sehr nicht gut. mehr Habt ihr gesehen? Also einfach liken. Wow, schau mal. Das sieht ja noch viel schöner aus, da haben wir gar nicht angeschaut. Nein, da vorher. haben wir nicht geschaut. Schau Schön, mal. auch bis unten gefüllt. Und man könnte es so jetzt aufschneiden und sich auf den Teller tun. Sieht mega aus. aber. Oh, Ja, habe ich da- ein bisschen da gesauert. passiert. Excuse. Merkst du, dass jetzt so Gute? 3 Peperonis hat? Du nimmst noch ein bisschen rot, ist gut? Ja, rot oder grün. Ich schaue mal. Also das liebe ich, wenn es so Blötchen gibt. Und das ist, was ich vorher gemeint habe. Also du kannst essen, ich kann erzählen. Wir lassen, bis der Kreis gar ist, aber auch bis die Peperone ein bisschen so schrumpft. Oder? Das heisst, schrumpft, der hat die ganze Fülle und Geschmack da reingegeben. Aber Hoffe, es ist du im Fall merkst das. überhaupt nicht trocken. Nein, Wirklich nicht. das ist gut. Eben die Peperone gibt auch ein bisschen Feuchtigkeit Mega ab. gut. Gell? Und wie fühlst du den Reis da aus dem Form direkt? Ich finde, das wäre ein Rezept für sich schon. Einfach den Reis so, wie wir vorher gemacht haben, in eine Form direkt in den Ofen, weil dann gibt es so eine Krüsteli so. Kann ich Ein gar bisschen nicht wie bei sagen. der Paella so. Richtig, es ist so ein bisschen wie angebrannt. Ja. Er ist nicht schwarz, Nein, aber einfach das ist die schön die Idee. Kruste. Und Es ist gibt so mega. diese Krüsteli da und das ist wirklich knusprig und fein und ich finde, das ist ein guter Kontrast zu dem Rest. Fantastisch. Ich freue mich. Wie jedes Mal. Ich wünsche euch einen guten beim Nachkochen Genau. und bis dann. Bis Tschüss. nächstes Mal. Ciao, ciao. Bye, bye.